Servus! Heute will ich mit euch reden über den Franz Beckenbauer, über unseren Kaiser Franz. Das ist ein echtes Münchner Kind, der ist in München geboren und auch aufgewachsen, hat da auch angefangen zum Fußballspielen in einem kleinen Verein, und zwar SC 1906 München. Aber da hat sich dann schon, wie er so 12, 13 war, herausgestellt, dass er halt schon sehr viel Talent hat und dass er eigentlich zu einem großen Verein wechseln müsste. Das wollte er dann auch machen, hat er auch gemacht. Aber da gibt es ein bisschen was wirklich Kurioses dazu zum Sagen, weil so wie das gelaufen ist, das ist wirklich interessant. Also, es war klar, der Franz muss zum größten Verein in Minga, wie er 12 oder 13 war. Und der beste Verein damals in Minga, das waren die 60er, die Löwen. Und da wollte er auch hinwechseln. Aber wie es sich so ergeben hat, kurz vor dem Wechsel hat der Franz ein Spiel gehabt mit seinem SC 1906 eben gegen die Löwen. Und da hat ihm der Gerhard König, sein Gegenspieler, wie der Schiedsrichter nicht hergeschaut hat, ein Watschen gegeben. Weil die zwei haben vorher am Spielfeld schon alle miteinander ein bisschen kackelt und eben da ist dann die Watschen rausgekommen. Die Watschen wiederum hat dann den Beckenbauer Franz so weit gebracht, dass er gesagt hat, das mache ich nicht, zu den Löwen gehe ich nicht, ich gehe zu den Bayern. Also ist der Franz nicht wie eigentlich ausgemacht zu den Löwen gegangen, sondern wegen einer Watschen zum FC Bayern. Und was dann da draus geworden ist, das wissen wir ja alle. Mit Bayern hat er sich hochgearbeitet, die waren damals noch in der Regionalliga, sind aufgestiegen bis in die Bundesliga, mehrfach deutscher Meister geworden, mehrfach Pokalsieger, haben dann zu der Zeit schon die beste Mannschaft von Deutschland gehabt und dann auch von Europa und sind auch dreimal haben sie einen Europapokal gewonnen. Europapokal der Landesmeister hat das damals geheißen. Das ist eigentlich das gleiche wie heutzutage die Champions League. Seine Spielweise war einzigartig. Sie war elegant, er hat den Ball meistens nur so gestreichelt und er hat eine Übersicht gehabt, die war wirklich einmalig. Der Beckenbauer hat halt einen Ball führen können, ohne dass er ihn angeschaut hat. Der hat das gefühlt, wo der Ball liegt mit den Füßen und sein Kopf war aufrecht und sein Blick war nach vorne und da hat er das ganze Spiel überschaut und dann hat er halt ganz oft seine genialen Pässe gespielt und so sind die Tore gefallen. Das nächste Kuriose, was beim Franz war seine Berufung zur Nationalmannschaft. Er hat mit 18 schon ein uneheliches Kind gehabt und da war Kritik da, dass man so einen dann nicht in der Nationalmannschaft spielen lassen soll, weil das ist ja ein schlechtes Vorbild dann für die anderen Jugendlichen. Also hat er da richtig Gegenwind gekriegt. Aber natürlich wollten die Verantwortlichen unbedingt, dass er in der Nationalmannschaft spielt. Und damals waren wir mit 18 noch gar nicht volljährig, sondern erst mit 21. Und dann haben sie sich gedacht, wenn das so ist, dann ist er eigentlich gar nicht selber verantwortlich. Und wenn wir einen haben, der auf ihn aufpasst, dann ist alles wieder gut. Also hat der Franz bei jedem Spiel, was mit der Nationalmannschaft fort war, einen Aufpasser gehabt, und zwar den Trainer. Der Franz hat, bevor er 21 war, immer im Zimmer vom Trainer schlafen müssen. Der Trainer hat praktisch, wie er auf ein Kind, auf ihn aufpasst. Damit die Leute Ruhe geben und nichts mehr sagen zu seinem eben unehelichen Kind und dass er ein schlechtes Vorbild war. Ist er praktisch ein bisschen entmündigt worden und man hat auf ihn aufgepasst. Ja, auch noch sehr interessant ist, dass man praktisch sagen kann, der erste oder mit einer von den ersten Fußballern, die überhaupt richtig Werbung gemacht haben und da Geld kassiert haben, war auch der Beckenbauer Franz.
Damals war es noch so, dass so ein Fußballspieler nur ein paar hundert Mark, damals D-Mark, verdient hat pro Monat. Es war sogar vorgeschrieben vom DFB, dass er nicht mehr wie 400 Mark offiziell verdienen darf pro Monat. Und das war natürlich damals auch schon für so einen Profi wenig. Der Beckenbauer hat dann eine Werbung gemacht für eine Fertigsuppen, so eine Backelsuppen praktisch. Ganz eine simple Werbung ist bei ihm in der eigenen Wohnung gedreht worden. Aber da hat er dann laut seinen eigenen Angaben dafür 100.000 Mark gekriegt. Also war das damals schon ein Wahnsinnsgeld, wenn man sich vorstellt, dass er eigentlich offiziell hätte maximal 400 Mark verdienen dürfen mit dem Fußball und dann hat er Werbung gekriegt, 100.000 Mark. Das ist ja wirklich extrem viel gewesen im Vergleich zu seinem Fußballerverdienst. Weil diese Millionenverdienste, die die Fußballer heute haben, das hat es damals so noch nicht gegeben. Das war alles erst im Wachsen. Die haben wirklich noch gespielt, ohne dass die Millionen geflossen sind. Ja, der Kaiser Franz, wie er dann meistens genannt worden ist, hat ja später auch noch nach seiner Karriere einiges da für den deutschen Fußball. Er ist zum Beispiel als Teamchef 1990 mit der Nationalmannschaft Weltmeister geworden und hat im Auftrag vom DFB als Botschafter für Deutschland die Weltmeisterschaft 2006 zu uns geholt. Da hat er wirklich einen riesen Aufwand betrieben, ist auf der ganzen Welt umeinander gereist, hat sämtliche Länder von der Welt davon überzeugt, dass Deutschland der richtige Ort ist für die Weltmeisterschaft. Die Weltmeisterschaft war dann auch ein Riesenerfolg, die ist super angekommen bei den Leuten, die zu uns gekommen sind, aber auch bei uns Deutschen selber. Das war die sogenannte 2006er Weltmeisterschaft, zu der haben sie dann gesagt, ein Sommermärchen, weil da war wirklich alles super. Die Leute hat es gefallen und das Wetter war klasse, überall war Public Viewing. Das Land ist wirklich zusammengewachsen mit der WM. Das war eine von den schönsten Zeiten, wenn ich mich so zurückerinnere, die wir in Deutschland gehabt haben. Und auch das haben wir zum großen Teil am Franz Beckenbauer zum Verdanken gehabt. Leider hat es dann 5 Jahre später irgendwann Kritiken gegeben, weil gesagt worden ist, da sollen vielleicht Gelder geflossen sein, damit wir die Weltmeisterschaft gekriegt haben. Und da ist ziemlich von der Presseseite her mit dem Beckenbauer hart umgegangen worden und er hat sich dann ziemlich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ganz koscher war das vielleicht nicht, aber schaut mal die FIFA an, die nächsten Weltmeisterschaften haben gekriegt Länder wie zum Beispiel Russland oder Katar. Und da kann man sich schon vorstellen, dass vielleicht das eine oder andere auch mit Geld zum Tor hat, wenn so eine WM vergeben wird. Ich fand es auf jeden Fall schade, dass man den ganzen Einsatz und das Engagement, was der Franz Beckenbauer da gezeigt hat, einfach so durch den Dreck gezogen hat. Das hat er eigentlich nicht verdient gehabt. Ja, privat muss man zum Franz Beckenbauer sagen, als Wichtigste will ich da schon erwähnen, er war 3-mal verheiratet, hat 4 Kinder und praktisch seit seiner ersten Frau, das war dann die Ehe, die sich dann ergeben hat aus diesem unehelichen Kind, das er mit 18 schon gehabt hat, das wir vorher schon erwähnt haben. Seine zweite Ehe war kinderlos und die dritte Ehe ist wieder mit einer Affäre gestartet und mit einem unehelichen Kind, mit der Heidi, mit der er bis zum Schluss verheiratet war, die bei ihm war bis zu seinem Tod. Das hat auch 1999 mit einer Affäre auf der Weihnachtsfeier angefangen, das natürlich dann irgendwann Jahre später auch rausgekommen ist und auch groß durch die Presse gegangen ist. Aber diese Schlagzeilen von Franz Beckenbauer, die hat man ja öfters gesehen. Das ist einfach ein Mensch, der war 60 Jahre lang im Rampenlicht, er war ein sehr bekannter Promi und da glaube ich, ergibt sich das automatisch, dass alles, was er in seinem Leben macht, irgendwie auch von der Presse zur Sensation ausgeschlachtet wird.
Natürlich ist die Beziehung losgegangen eben mit einer Affäre, aber das ist doch auch ein bisschen, sage ich mal, normal. Das gibt es doch nicht nur beim Franz Beckenbauer, sowas hat es doch schon 100.000 Mal gegeben, dass sie zwei halt kennenlernen und dass dann eben Nachwuchs rauskommt und dass man dann her noch beieinander bleibt. Das ist ja jetzt halt nichts, was so außergewöhnlich ist. Außergewöhnlich ist es eigentlich nur durch die Presse gemacht worden, die das total ausgeschlacht hat und da alles Mögliche neu interpretiert hat, was nicht notwendig gewesen wäre. Also das Resümee, die Zusammenfassung, das kann man in dem Fall wirklich ganz kurz halten. Der Franz Beckenbauer, unser Kaiser Franz, das war einer von den besten Fußballern, die es jemals in Deutschland gegeben hat. Und man muss auch sagen, dass es fast keine Leute gibt, die sonst so viel da haben für die Popularität von dem Sport bei uns in Deutschland. Danke.